Ja, du, nur schnell. Geld zu dem Teststück haben die nach wie vor keine Angaben. Und ist das normal, dass das immer so spät verschickt wird? Ich meine, in dieser kurzen Zeit eine Show zusammenzustiefeln, ist sportlich. Darum mein Vorschlag, man muss etwas Allgemeingültiges einstudieren, das verhebt, auch wenn es musikalisch ganz in eine andere Richtung geht. Was immer funktioniert, sind schlaue Zitate. In eurem Fall natürlich im Zusammenhang mit Musik. Das Publikum denkt sich dann, oha, ich google nachher und schicke dir ein paar Zitate zur Auswahl. Denn die gerade nichts zu spielen haben, sollen freundlich reinschauen und nicht die ganze Zeit auf ihren Tablets rumdrücken. Sag mal, ist das jetzt eigentlich denn nichts, dass alle so einen Computer auf dem Notenständer haben? Bald braucht es dich nicht mehr, weil ein KI-Dirigent auf dem Display rumfuchtelt. Musst schauen. Fehlt nur noch, dass jeder in ein Mikrofon trompetet und Autotune einsetzt. Zum ersten Stück. Man könnte einbauen, dass das Orchester am Schluss vom Stück aufsteht und sich vor dem Publikum verneigt. Aber das überlasse ich euch, ob ihr das wollt. Ich würde spontan entscheiden, je nach Applaus.
Du los, ich schaffe es heute definitiv nicht eure Probe, darum kurz auf dem Weg. Also, am Anfang ist es ganz wichtig, das Publikum zu packen. Mit etwas, wo niemand damit rechnet. Spanisches Temperament umschreiben die Stücke am ehesten, hast du mir an der Sitzung gesagt. Da habe ich mir überlegt, was würden andere Orchester machen? Man muss einfach aufpassen, dass man nicht in all die Klischees reinrastelt, weisst. Das wirkt dann sehr schnell sehr billig. Darum, tönt ja nicht. Also, einfach einen Schnauz ankleben oder ein Sombrero oder einen Cowboy-Hut aufsetzen, also, ist nicht wirklich kreativ, gell? Kommt dazu, heutzutage ist das auch nicht ganz unproblematisch mit dieser kulturellen Aneignung etc. etc. Du kannst noch so gut spielen, am Schluss wird dir genau so Zeug angekreidet. Ich höre schon, da müssen wir aufpassen. Was immer funktioniert, ich weiss ja, wie das Publikum tickt, einfach ein schönes Bild einblenden. Gross hinter dem Orchester. Die haben dort sicher einen Beamer und eine Leinwand, also bitte. Ein kitschiges Bild langt schon für eine Grundstimmung. Findest du alles im Internet. Vielleicht ein Bild von der Prärie, im Sonnenuntergang, mit Kakteen, ein Cowboy im Sonnenuntergang. Oder ganz etwas anderes. Eine schöne spanische Felslandschaft. Das langt schon als Effekt. Einfach stehen lassen während dem Stück und das Publikum frisst er aus der Hand. Übrigens, mit dieser mexikanischen Mariachi-Band stehe ich in Kontakt, gell? Ja, was ich gestern vergessen habe zu sagen. Du hast mir mal erzählt, jemand von euch will jetzt mit dem Stück ein Schild aufheben, wo «Ole» drauf steht. Das ist wahnsinnig kreativ. Nein, sag ich mache einen Witz. Lasst weg. Wirklich. Möchtet diesen Fehler nicht, so Sachen einzubauen. So Zeug müsst ihr wirklich mir überlassen. Einfach, dass es gesagt ist. Überlasst das Kreative mir. Zu Children of Sanchez.
Ich bin wieder davon weggekommen, dass ihr Solo mit der Kesselpauke spielen sollt. Das ist in meinen Augen zu brachial und hat wenig mit Mexiko zu tun. Kommt dazu, das war ja auch nicht die Absicht vom Komponist. Ich würde beim Flügelhorn bleiben. Sorry, die Sprachnachricht ist zu früh raus. Denkt daran, ein goldiges Instrument zieht beim Publikum nach wie vor mehr, weil es wertiger aussieht. Das imponiert und ist aus dem Grund wirklich wichtig. Nehmt ein goldiges Instrument für Solo. Das gibt schon den ersten Wow-Effekt. Den zweiten Wow-Effekt erzielt ihr mit sauber geputzten Schuhen. Du lachst jetzt vielleicht, aber das wird zu oft unterschätzt. Schau mal andere Orchester an. Und dann hockt es dann noch mit den Schuhen auf der Höhe der Augen vom Publikum. Dann zwischendurch registerweise aufstehen und mit dem Instrument Kapriolen machen, ist okay. Das gibt optisch etwas her und lockert das Ganze auf. Und es kostet nichts. Darum ja, ich finde es eine gute Idee. Natürlich könnte man in diesem Stück auf der Bühne aufwendige Pyrotechnik einsetzen und über den Köpfen vom Publikum Leute an einem Trapez schwingen. Es gibt Stellen in diesem Stück, wo das super passen würde. Ich würde es trotzdem weglassen. An der richtigen Stelle eine Konfettikanone einsetzen ist Effekt genug. Auch da gilt, weniger ist mehr. Also, wir hören. Eine gute Probe euch.
Zorro. Zorro. Ja, natürlich könnte man da Ausschnitte aus dem Film zeigen. Eine Zeitreise zurück ins Jahr 1920. Das ist super. Mein Vorschlag ist, prägnante, dramatische Szenen aus dem Film zu zeigen, damit die Geschichte lebendig wird. Ganz am Anfang vom Stück etwas aus der Eröffnungsszene aus dem Film zeigen und am Schluss die letzte Einstellung. Zwischendurch nichts. Das langt, damit man die Geschichte versteht. So komplex ist sie jetzt auch wieder nicht. Und alles andere lenkt nur ab. Ich versuche daran zu denken, euch eine schöne, schlichte Folie zu gestalten als Einblender zwischen diesen Filmausschnitten. So sind ihr auf der sicheren Seite. Denn an der Stelle, wo das Euphonium tief runteroktaviert, könnte die Mariachi-Band sich langsam hinter der Bühne parat machen. Und ganz am Anfang vor dem Stück langt es im Prinzip völlig, wenn einer aus dem Orchester mit kräftiger Stimme kurz aufsteht und sagt: «Und jetzt Zorro!» Die Leute haben dann sofort das Bild im Kopf, weisst? Mehr braucht es nicht. Gell? Ich weiss nicht, ob ich es heute Abend in die Probe schaffe. Meld mich später nochmal. Und jetzt Zorro!
Du, sorry, dass ich es heute wieder nicht zu euch an die Probe geschafft habe. Ich bin gerade recht im Seich. Los, das mit dem Konzertmotto habe ich mir noch mal überlegt. Irgendwie finde ich nach wie vor nichts Schlüssiges, das all die Stücke vereint. Und es soll ja auch nicht zu konstruiert wirken. Aus Erfahrung weiss ich, das Publikum legt da eh nicht so viel Wert drauf. Hauptsache, es gibt Bratwurst und genug zu saufen. Ja. Da muss man sich nichts vormachen. Die würden teilweise nicht mal merken, wenn ihr 3-mal hintereinander das gleiche Stück würdet spielen, solange sie zum Radetzky-Marsch mitklatschen wie Seehunde vor der Fütterung. Das ist grauenhaft. Das letzte Stück finde ich gut als Abschluss, das los Dingsbums da. Kurz und bündig. Ich glaube, da könnten die Schlagzeuger jetzt so eine Schnauze anlegen als Gag. Ja, und ich würde da ruhig noch einmal eine Konfettikanone einsetzen. Das geht jetzt durchaus. Ja. Aber erst gegen den Schluss vom Stück. Das Pulver nicht schon am Anfang verschiessen. Und am Schluss dreht sich alles im Orchester zum Publikum für den Schlussakkord. Den würde ich auswendig einstudieren, dass niemand auf die Noten schauen muss. Der letzte Eindruck bleibt beim Publikum hängen. So haben sie das Gefühl, ihr hättet alles auswendig gespielt. Kannst du mir noch mal durchgeben, wann die Konzerte sind? Ich habe irgendwie ein Durcheinander mit all diesen Terminen. Die Frage ist, wann wollen wir die Show einstudieren? Viel Zeit bleibt ja nicht, wenn ich das richtig sehe. Und habt ihr euch in der Zwischenzeit Gedanken gemacht zum Budget? Mariachi-Band aus Mexiko stürmt, die müssen langsam planen wegen dem Flug und so. Ruft mir doch am besten an.